So, bei dir hast du ein richtiges Schloss. Wo warst du eigentlich, Mr. Science? Joseph, schon selbst gefreut. Ja, hier schaffen sie gerade ein Ausstellungsobjekt für den zukünftigen Science Center Lützeburg. Und hier sind wir beim Thema Heißspannung. Also, die Blitzmaschine, du gesagt schon ein bisschen gefährlich aus. Ja, das Teil ist ein Tesla-Transformator. Und das ist wahrscheinlich von den größten aus Europa. Und die produziert Spannungen von 1,7 Millionen Volt. An einem Experiment von heute gucken wir, wie so Blitze entstehen und was passiert, wenn ein gewätscht kriegt. Weil ja auch alle Menschen bei sich daheim so ein Tesla-Trafo stehen hat. Okay. Den Heige das just ein Kehr. Und just ich kann man von dem heute ein Weg lösen. Aber ob wir das wollen oder nicht, wir sind all da mit ganz hohen Spannungen konfrontiert. Ach so? Aber wo das dann? Ja, zum Beispiel am Auto. Ach, das kann er bestimmt. Ah ja, die sogenannten elektrostatischen Spannungen. Aber wie entstehen die überhaupt? Ja, einfach durch Schreibung. Genau wie bei diesem Luftballon-Experiment. Der Ballon wird durch Schreibung abgeladen und zieht dann zum Beispiel vorbei das Schnipseln an. Wenn ich aber nur bei einem Metall beikomme, dann höre ich den Knistern. Das heißt, der Ballon kriegt also ein gewätscht. Aber was müsste lo? Ja, das Gummibandmaschine, die lädt mich elektrisch ab. Genauso wie mein Kleid am Auto, just viel mehr sehr und viel mehr stark. Aber nicht nur bei etwas Metall ist. Autsch! Okay, das Knistern also Funken. Aber wie entsteht denn dann? Was wir hier gesehen haben, das waren Ladungen, die durch die Luft geflossen sind. Ich war extrem stark geladen. Und dieses Metall, den als mit der Erde verbunden, aber wenn ich nur dabei komme, da fliegen diese Elektronen durch die Luft bei dem Metall. Und dabei stoßen sie wieder die Luft und dann fängt die mit Lichten. Und dafür gesagt in dem Netz. Den elektrischen Strom ist ja aber gefährlich für uns, oder? Nicht immer. So ein Blitz vom Auto ist genauso gefährlich wie der Blitz an einem elektrischen Brücke. Er ist warm und dafür kann ihn dummer da brennbare Gasen aufhängen. Und die doch weh, weil dieser Blitz der stimuliert direkt Nerven an unserem Empfänger. Aber es fließt aber nicht viel Strom. Das heißt, die Quantität von den Ladungen, die fließen, ist ganz klein. Aber das mit der Steckdose? Ja, wenn ich da aufhänge. Nee. Also, wenn ich da Gif uphaken, da gife ganz viele Ladungen durch meinen Körper fließen. Und normalerweise ist der Strom der kürzeste Weg während der Boden, dass die Pause langst. Aber bei viel Strom kann es sein, dass den durch mein Herz durchfließt. Und dann wäre ich tot. Das wollen wir ja nicht mehr. Wie ist es dann mit dem Tesla? Ein hängt Strom, hat über 1 Million Volt und der Blitz dauert weit mehr lang wie ein Bruchteil von einer Sekunde. Hier gibt natürlich extrem hohe Spannungen produziert. Aber dafür ist der Strom immens klein. Also mir meinen Blitzer schon Angst. Du lässt ja wohl nicht einfach so ein Wäldchen. Nee, für so ein Experiment muss man sich natürlich ein bisschen schützen. Und dafür habe ich mir dieses Kostüm hier gelegt. Ritterkostüm? Ja, so ähnlich gesagt aus. Am Fachjargon nennen den das einen faradäischen Käfig. Und das ist ähnlich wie das heute. Hier kommen Blitzer ran und die fließen direkt an den Boden auf. Es kommen keine Blitzer raus. Und bei diesem Käfig hier kommen keine Blitzer ran. Für unseren Test benutzte Mr. Science aus Sicherheitsgründen just dem Tesla seinen kleinen Bruder, den aber immerhin 1 Million Volt hat. Also dann, Tesla und... Oh je, ich gucke lieber nicht. Joseph, lebst du noch? Na klar, was meinst du? Wei, du hast es angeschmiert. Hast dich aber nicht getraut, es selber zu machen. Ja, das hat ein bisschen einen anderen Grund. Der Kostüm, den ich gelernt habe, den war ein bisschen zu klein. Und den Ender als Physiker, den hat voll Vertrauen an mein Experiment. Und der hat für nicht an meiner Rolle gemacht. Du hast es gespürt? Das war ein Genoss, hat richtig gut getan. Ah, ja. Nein, mir ehrlich, Joseph, ich habe überhaupt nicht gespürt. Ah ja, okay. Voilà, Blitzer entstehen durch große Spannungen, die sich entlöden wollen. Und dabei fließt Strom durch die Luft. Wenn dieser Blitz auf seinem Weg nur etwas trifft, was mit dem Boden verbunden ist, dann fließt er darüber auf. So, und da mein nächster Versuch, da will ich gerne, dass du dich an dem dritten Kostüm auf ein Feld stellst, am Donnerwetter. Bist du dabei? Lieber aber nicht, ich sehe aber nicht Lebensmittel. Aber wenn du ein paar Kilo aufholst, dann kriegst du das Kostüm heim und dann kannst du das Experiment selber machen. Und da mehr für machen, so freshtags.